sind. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen bei unserem Talk Gottesdienst. Heute Morgen haben wir einen speziellen Gottesdienst mit einem Referat bei dem Thema Wissenschaft und Glaube. Kann das zusammen irgendwo passen? Kann man an Wissenschaft glauben, an Science und auch in Gott? Wir haben ein spezielles Referat heute unter uns, heißt Urs Stab. Vielleicht kennt ihn schon. Wenn ihr ihn nicht kennt, ihr kennt aber seine Tochter ganz bestimmt. Das ist Dunja Wuttrich, ihre Papi. Und wir haben die Gelegenheit und die Ehre, dass heute Urs und auch seine Tochter werden heute darüber ein Interview machen miteinander, Vater und Tochter auf der Bühne. Genial, dass du da bist, Urs. Ich bin mega gespannt zu hören. Urs hat sein Doctorate, sein PhD in Physics gemacht. Er hat Postdoctorate in der Nähe von Chicago gemacht und arbeitet seitdem am Paul Scherrer Institute. Okay, gut, ihr kennt das. Okay, wow. Jetzt kommt gesagt, dass du da bist. Urs schafft auch im Moment auf einem Thema, jetzt mal schauen, wie viele Leute kennen das, was es heisst. Hochtemperatur-Supraleiter. Wow, mehr als 10%, Urs. So gut. Er ist Wissenschaftler, aber er ist auch ein gläubiger Mann und sehr devoted. Er ist auch bei der Gemeindeleitung von der EMK. Und finde ich einfach genial, dass du auch von der Erfahrung, vom Glauben und auch von der Erfahrung von Wissenschaft uns erzählen. Ich kenne dich ja schon gut. Ich dich auch. Hoffentlich. Aber die anderen da innen kennen ja meinen Papi noch nicht so gut. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, das mache ich aber nicht. Nur Gutes. Ich möchte dir aber gleich allen die Chance geben, um so einen kleinen Eindruck von dir zu bekommen. Und darum habe ich mir ein Entweder-Oder überlegt. Jetzt gebe ich dir die Chance, du kannst einfach immer nur eins von beidem auslesen und du darfst es ganz kommentarlos auslesen, welches von diesen beiden Sachen du lieber hast, besser findest, besser kannst und so weiter. Okay. Ist gut? Gut, ja. Okay. Stadt oder Land? Land. Spaghetti oder Pizza? Pizza. Hund oder Katz? Katz. Musik oder Ruhe? Musik. Strand oder Berge? Strand. Das war schwierig. Jetzt kommt ein einfacher. Mathe oder Französisch? Mathe. Die mich kennen, wissen warum. Zug oder Flugzeug? Zug. Telefonieren oder WhatsApp? Telefonieren. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Ich weiss, von wem ich es nicht habe. Süß oder salzig? Süß. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder Grillabend? Grillabend. Wald oder Stube? Wald. Birne oder Äpfel? Bier. Morgen oder Abend? Abend. Ein Film oder ein Buch? Das Buch. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Und jetzt Gewitter oder Sonnenschein? Beides. Nein, Gewitter. Ja, definitiv Gewitter. Also nicht ich, sondern er. Er ist immer rausgestanden und hat geschaut, von wo es kommt und das Radar offen. Genau. Vielleicht noch kurz klarstellen, die Hochtemperatur-Supraleiter, das war deine Dissertation, gell? Genau, das ist die Dissertation. Also ich arbeite ein bisschen noch auf denen, aber andere Materialien. Ja. Genau, ja, das erzählst du dann nachher noch. Ein bisschen, ja. Okay, dann kommen wir mal zum Punkt. Seit wann interessiert dich Wissenschaft? Also Wissenschaft hat mich
schon immer interessiert. Also vor allem, wie die Sache funktioniert. Und es hat mich auch immer interessiert, so logische Spiele zu machen. Also Spiele, die man mit Logik macht. Ich habe auch sehr früh angefangen zu rechnen. Aber so wirklich hat es mich etwa so mit 12 angefangen zu interessieren. So im Alter, wo ich gleichzeitig so Bücher gelesen habe wie 3 Fragezeichen, so Krimi für Jungs, habe ich auch angefangen, Bücher zu lesen wie über Technik, Chemie, Physik, Wissenschaft. Okay. Und dann hat mich immer das Wetter sehr interessiert, darum für Gewitter auch. Und das kommt vielleicht ein bisschen von meinem Bruder, der 7 Jahre älter ist. Der hat immer akribisch aufgeschrieben, wie das Wetter ist jeden Tag. Und dann hat mich das so motiviert, dass ich das Gefühl habe, ich möchte Meteorolog werden. Und zum Meteorolog werden, da kann man entweder Geografie studieren oder Physik studieren. Und dann ist für mich klar gewesen, dass Physik mir viel näher ist, wegen diesen logischen Sachen. Und dort bin ich dann hängen geblieben. Okay, und jetzt kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was du jetzt gerade als Physiker schaffst und wo. Also wie schon gesagt wurde, arbeite ich beim Paul-Scherrer-Institut und dort leite ich ein wissenschaftliches Team von 13 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und 2 Technikern. Und ich mache Forschung an Materialien. Also jetzt nicht nur eine Hochtemperatur-Superleiter, sondern auch Materialien, die spezielle andere Eigenschaften haben. Und um diese Eigenschaften zu verstehen, muss man verstehen, wie die Materialien aufgebaut sind. Also das heisst, die Materialien bestehen alle aus Atomen und im kleinsten sind die Atome alle regelmäßig angeordnet. Und man muss verstehen, welche Atome sind wie angeordnet und vor allem muss man auch verstehen, wie die Elektronen, die bei den Atomen sind, wie die miteinander wechselwirken. Das heisst, wie die Elektronen miteinander reden. Und das macht eben den Unterschied aus, wieso ist das Fenster durchsichtig oder wieso tut Kupfer einen Strom leiten. Und das hängt eben davon ab, wie die Atome angeordnet sind und wie die miteinander reden. Und da wir nicht einfach das Material anschauen und sehen, wie die Atome sind, weil die sind viel zu klein, brauchen wir ganz spezielle Anlagen. Und am Paul-Scherrer-Institut haben wir sogenannte Grossforschungsanlagen. Also eine Anlage, die ich daran arbeite, ist ein Elektronenbeschleuniger, der Elektronen näher als Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Das Gebäude ist mit 400 Meter Umfang und mit im Loch, so wie ein Donut. Also die amerikanische Donuts lieben, oder? Die mit dem Loch. Und das ist einfach ein grosser Donut. Ein bisschen grösser. Genau. Und der produziert X-Rays. Und mit diesen X-Rays... Was ist ein X-Ray? Ein X-Ray ist ein Röntgenstrahl, sagt man auch. Also wenn du zum Doktor gehst und dein Fuß röntgest, weil er gebrochen ist, dann verwendet man X-Rays oder Röntgen. Und die Anlage produziert viel intensivere Röntgenstrahlung oder X-Ray-Strahlung. Und mit denen können wir eben die Atome sehen und auch wie die Elektronen miteinander wechselwirken. Und dann haben wir eine zweite Anlage, die ist ein sogenannter Free-Elektron-Laser. Das ist so ein linearer Beschleuniger von Elektronen, der ganz intensive, ganz kurze Puls macht, wo man sehen kann, wie die Atome sich bewegen in real time. Also, und das macht wieder die Eigenschaften aus. Und wir verwenden nicht nur diese Anlagen, sondern auch solche Anlagen im Ausland. Also zum Beispiel eine Anlage in Stanford, in den USA, in Kalifornien, in Japan, in Südkorea hat es noch mal eine, die wir brauchen, und auch in Hamburg. Also das heisst, die Wissenschaft, die wir machen, wo es darum geht, ganz grundsätzlich zu verstehen, was sind die Zusammenhänge, die ist auch sehr international. Also zum Beispiel in meinem Team von meinen 13 Wissenschaftlern hat es nur 2 Schweizer und ich. Und alle anderen kommen irgendwoher aus der Welt, aus Kanada, Japan. Und das kommt eben auch von dem her, weil die Forschung ist vom Staat finanziert oder von den Staaten finanziert, auch im Ausland, genau gleich. Und darum arbeiten wir auch international sehr miteinander zusammen. Dann musst du dich für Forschungsgelder bewerben? Ja. Oder kommst du die automatisch über? Also natürlich, mein Lohn ist gegeben vom Institut her, aber dann für die anderen, also ein Teil von den Personen, die im Team sind finanziert über Forschungsgelder, die man bewerben muss. Ja. Da ist auch Konkurrenz vorhanden und genau, da muss ich. Und zusätzlich habe ich das Privileg als Christ auch herauszufinden, wie Gott unsere Welt gemacht hat. Also das ist wundervoll, dürfen das. Ja. Darf ich noch fragen, kannst du ein Beispiel geben von einem Material, das wir untersuchen, also etwas, das wir verstehen? Ja. Also, ja. einfach etwas, oder du hast irgendeine Probe
Und aus was besteht dann die Probe? Genau, Oder aus welchem Element besteht die Probe? Wir untersuchen momentan zum Beispiel Proben, die sind magnetisch und elektrisch gleichzeitig. Also die haben Elemente, also Atome drin, die magnetisch sind, wo so ein kleines Magnet drauf sitzt. Und die kann man mit einem elektrischen Feld kann man den Magnetismus beeinflussen. Und das ist von dem her spannend, weil man kann, die Hoffnung besteht, dass man zum Beispiel, wenn man normale Datenspeicherung hat in einem Computer, dann verwendet man auch kleine Magnete und die muss man aber mit einem Strom umschalten. Also man braucht eine Spule, die ein Magnetfeld macht, wo die Information kann speichern kann. Und dann braucht man nur ein elektrisches Feld. Das heisst, wäre energetisch viel sinnvoller, viel weniger Strom brauchend. Also, ist das ein Metall? Nein, das ist kein Metall in dem Fall. Ein oder? Kristall, ja, genau. Fast alle sind Kristalle in unserer Umgebung, außer alles Biologische, das sind nicht Kristalle. Aber vieles, das Aluminium, das da vorne ist, als Abbrandung, das ist auf atomarer Ebene ein Kristall. Die Atome sind angeordnet, fix. Angeordnet. Genau. Gut. Wer hat es verstanden? Yay, cool. Jetzt erzähl uns mal ein bisschen von deinem Glauben. Wann hast denn du angefangen, an Gott zu glauben? Ja, also seit ich mich erinnern kann, glaube ich an Gott. Und das hängt natürlich davon ab, weil meine Mutter, respektive die Grosse, eine strenggläubige Frau war und sehr stark von der katholischen Kirche geprägt. Und die hat jeden Abend mit mir gebetet. Und das hat natürlich sehr stark mich als Kind beeinflusst. Und ich habe dann auch sehr früh angefangen, Bibel zu lesen, mit dem Bibellesebund. Also das war wirklich toll gewesen. Ich habe jeden Abend mit dem Bibellesebund in der Bibel gelesen und bin dann mit 8 in CVJM Jungschar gekommen. Also ein Jungschar, nicht von einer Kirche, von überkonfessionellen Jungschar, wo ich sehr viele gläubige Leiter hatte. Und das hat mich dann sehr geprägt. Und ich war sehr lange aktiv gewesen. Und ich und meine Frau Ursula sind auch lange Leiter dieser Organisation, bevor wir weggezogen sind, hier im Kanton Aargau. Und dort haben wir dann irgendwie den Anschluss verpasst. Das ist dann, der Glauben ist eingeschlafen und vor etwa 20 Jahren haben wir dann zur EMK in Windisch gefunden. Und das ist toll. Seitdem bin ich wieder jeden Tag mit Jesus unterwegs. Und also vielleicht auch einfach, es ist toll, jeden Morgen, bevor ich mich um die komplizierten Fragen, wie unsere Welt und wieso und warum auseinandersetze, kann ich das Gott herlegen und ihn mitnehmen in den Tag. Gut. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Hauptfrage. Viele Menschen sagen oder denken, dass der Glaube an Gott und Naturwissenschaften sich widersprechen. Und mich interessiert jetzt, wie du mit dieser Spannung umgehst. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Wenn ich wissenschaftlich denke, dann gibt es in der Wissenschaft keinen Gott. In der Wissenschaft darf es auch gar keinen Gott geben, weil die Wissenschaft will ja unsere Welt beschreiben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme ein Tassli und hebe das da raus und lasse es runterfallen, dann fällt das runter. Wissenschaftlich können wir das beschreiben. Und wenn ich jetzt Gott da reinpushen würde, dann hätten wir ein Problem. Also ich meine, abgesehen davon, wieso soll er? Aber ja, es geht aber da können wir ja nie herausfinden, wie unsere Welt funktioniert. Also wenn Gott immer ständig eingreifen in unser Alltagsleben im Sinne von so Detail, dann könnten wir das nicht beschreiben. Das heisst, Wissenschaft, wir können nur aus dem lernen, was immer wieder gleich passiert. Also Wissenschaft hat mit dem Wesentlichen mit Erfahrung zu tun, wie ihr das seht. Jetzt, was ist denn das Ziel von Gott? Also das Ziel von Gott ist ja ganz anders. Das Ziel von Gott ist, er möchte mit mir und mit dir eine Beziehung haben. Persönlich. Er möchte mit uns unterwegs sein. Er möchte, dass wir ihn erkennen in seiner Größe. Er hat Adam und Eva geschaffen als Ebenbild von sich. Und das ist toll, oder? Er liebt seine Schöpfung, er liebt uns und das ist ihm sein Ziel, mit uns in Beziehung zu leben. Vielleicht noch als zweiter Punkt. In der Wissenschaft können wir sehr viele Fragen beantworten, versuchen sehr viele Fragen zu beantworten, aber die Sinnfrage können wir nicht beantworten. Und auch ganz grundsätzliche Fragen können wir
gar nicht beantworten. Also als Beispiel, wenn man sich so denkt, wie ist unsere Welt entstanden, wenn man jetzt wissenschaftlich denkt, ja, geht es zurück als Physiker bis zum Urknall. Ja, aber wieso ist denn der Urknall entstanden? Und was ist dann vor dem Urknall gewesen? Und was ist dann eigentlich außerhalb vom Universum? Und unsere physikalischen Grundgesetze erlauben nicht, eine Antwort auf das zu finden. Und nicht, weil wir zu wenig gescheit sind oder zu wenig lang geforscht haben, sondern die Gesetze sagen, dass man das nicht kann. Also die Wissenschaft kann die Frage a priori gar nicht beantworten. Und Gott ist eben anders. Gott kann die Frage beantworten, wieso wir sind. Weil eben er uns geschaffen hat als sein Ebenbild. Also es ist eine ganz andere Ebene. Also Gott beantwortet eine andere Frage als die von der Wissenschaft. Genau. Und dann gibt es ja noch die Frage vom Sinn des Lebens. Die Wissenschaft kann den Sinn des Lebens nicht beantworten, aber Gott kann unserem Leben Sinn geben. Und weil er eben... Jetzt habe ich mich verloren. Weil er eben Beziehung zu uns sucht. Oder? Das gibt auch wieder Sinn für uns. Weil wir sind ein Teil von seinem Reich. Ja. Wie spielt in deinem Alltag das zusammen? Also wenn du jetzt einfach in deinem Alltag lebst, wie spielt dein Glaube in deinen wissenschaftlichen Alltag hinein? Wenn du sagst, oder du hast als erstes gesagt, in der Wissenschaft gibt es keinen Gott, können wir nicht von einem Gott ausgehen, wenn man eine wissenschaftliche Frage stellt. Und das macht absolut Sinn, aber gleichzeitig bist du ja überzeugt, dass es einen Gott gibt. Und wie machst du das in deinem Alltag? Wie gehst du mit dieser Diskrepanz um? Also, es ist ja keine Diskrepanz in dem Sinn, oder, für mich, weil ich lebe ja in Beziehung mit Gott. Und die Beziehung, die nehme ich mit in den Alltag. Also, eben darum bete ich bevor ich mit diesen logischen Sachen, bevor ich Gott für die Fragen, die ich beantworte, ausschliesse, ja, das mache ich aber in der Beziehung mit ihm. Weil ich möchte ja verstehen, wie er die Welt gemacht hat. Und das Ziel von Gott ist ja nicht, dass er, und das Ziel auch von der Bibel ist nicht, dass er unsere Welt beschreiben will. Im Detail, und klar, so ist es gewesen, und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Das ist gar nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist, mit uns unterwegs zu sein. Mit uns, das ist grundsätzlich anders. Also Gott ist persönlich. Und das heisst, wenn du eine wissenschaftliche Frage stellst, dann tust du Gott in der wissenschaftlichen Frage selber ausschliessen, aber in deinem Alltag ihn gleich um Weisheit bitten, um diese Frage zu beantworten. Genau, das ist so. Und natürlich, wenn man etwas dann herausfindet, dann ist das herrlich, weil, ich meine, wer hat denn die Gesetze gemacht? Also, wieso sind denn die Gesetze? Wieso haben wir physikalisch... Wir können vielleicht erklären, was das Gesetz macht. Wenn ich eben das rauslege, dann wissen wir, es geht runter, das ist das Gesetz. Aber warum gibt es das Gesetz überhaupt? Es könnte ja ein anderes Gesetz sein. Also, ja, gut, irgendjemand muss ja die Gesetze gemacht haben. Ich meine, wer hat denn die Gesetze gemacht? Also, eben darum geht es wieder zurück auf die Warum-Frage. Also, und ich glaube, es macht Sinn, eben so an Gott zu glauben. Ja. Hat es in deinem Leben Momente vom Zweifel gegeben, wo du den Glauben generell hinterfragt hast? Ja, also Zweifel ist etwas von meinem Alltag, in Anführungszeichen. Weil als Wissenschaftler muss ich immer wieder alles hinterfragen. Also, wenn wir etwas verstehen wollen, dann müssen wir das von allen Seiten anschauen können und immer alles, was man mal denkt, ja, das haben wir verstanden, müssen wir auch wieder mal in Frage stellen. Weil vielleicht ist es eben doch anders, wenn irgendetwas wieder nicht zusammenpasst. Und das spielt natürlich auch in meinen Alltag hinein, bringt manchmal meine Frau zur Verzweiflung, weil ich einfach alles hinterfrage, was auch sie sagt. Und das dürfen wir aber nicht, oder? Die Frau hinterfragen. Genau, das ist manchmal ein bisschen schwierig, mindestens für sie. Sag so, Micha nicht. Genau. Ja, und dementsprechend ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir uns den Glauben hinterfragen. Also, wieso glaube ich an Gott? Ich meine, Gott will ja mit dieser Beziehung, die er zu mir möchte, will ja nicht einfach, dass ich mal sage, jawohl, Gott gibt es und so weiter und so fort, und dann ist es. Und dann ist alles eingefroren.
Beziehung heisst, das ist lebendig. Das heisst, er möchte, dass ich mich verändern kann. Weil ich kann ihn ja sowieso nicht im Gesamten erfassen. Und dementsprechend bin ich darauf angewiesen, dass ich mich verändern kann. Und für das muss ich mich auch hinterfragen. Und ich glaube, das ist gesund, sich hinterfragen, weil dann stellen wir fest, dass das, was eigentlich Jesus vorgelebt hat, auch Sinn macht. Also für mich persönlich zum Beispiel kann ich sagen, ich meine, was hat Jesus vorgelebt? Er hat vorgelebt, dass ich meinen Mitmenschen lieben soll, wie mich selber. Das macht absoluten Sinn, unabhängig davon, ob es ihn gibt. Also wenn es Gott nicht gibt, mache ich nichts falsch. Ja. Oder? Und ich glaube, das ist so das etwas, was mich dann wieder zurückbringt, wenn ich irgendwie denke, ja, und was ist denn, wenn es ihn nicht gibt? Die Frage, die ist eine natürliche und faire Frage. Und ich glaube, ich kann ja gar nichts falsch machen. All das, was er vorgelebt hat und was die Bibel schreibt, das macht alles auch Sinn, wenn es nicht Gott geben würde. Und dann ist vielleicht noch, in diesem Gedankengang habe ich noch einen anderen Gedankengang, wo ich immer wieder denke, ist, nehmen wir an, schauen wir unsere Menschheit an, unsere Gesellschaft an. Wir haben so viele Probleme. Es gibt Krieg, Elend, Armut, Gewalt und so weiter und so fort. Und wie kommen wir da raus als Gesellschaft? Die Antwort ist einfach. Also, wenn alle so würden leben wie Jesus, alle ihn als Referenz würden nehmen, mit Gott unterwegs sein, hätten wir diese Probleme nicht. Die könnten wir überwinden. Man bräuchte keinen Kommunismus und keine andere Staatsform, sondern wenn wir als Menschen würden so leben, wie Jesus vorgelebt hat, dann würden wir das überwinden können. Und das heisst, für mich heisst das einfach, Jesus macht Sinn. Also, wenn ich mich hinterfrage, ist das super, weil ich erkenne dann, wie gewaltig und wie fantastisch Gott und Jesus sind. Und das nicht nur in meinem persönlichen Leben, wie er in mein persönliches Leben hineinredet und mir hilft, durchs Leben durchzugehen, sondern auch insgesamt als Gesellschaft. Also der Glaube an Jesus macht Sinn für dein persönliche Leben und für uns als ganze Gesellschaft. Genau. Und das findet man nur heraus, wenn man den Zweifel zulässt. Genau, das würde ich sagen, wenn man den Zweifel zulässt, wenn man sich erlaubt, einmal sich zu hinterfragen, dann kann man auch wieder sich entwickeln. Also ich denke, das hilft auch, dann wieder weiterzukommen. Also weiterzukommen auch in der Erkenntnis und eben in der Beziehung. Also ich meine, Beziehung bedeutet eben auch, dass es ein Vor und Zurück gibt. Also von Gott wieder ein Wechselspiel. Und ich glaube, wir müssen nicht Angst haben, dass Gott Zweifel würde ein Problem haben. Ich meine, schauen wir zum Hiob. Der Hiob hat so schwer durch müssen und hat so viel Zweifel gehabt und hat zu Gott geschrien. Für Gott ist das kein Problem gewesen. Ja. Und Psalmen. Und vielen Psalmen ist das auch so. In vielen Psalmen sieht man das auch. Ja. Schön. Okay, wenn du jetzt gehst arbeiten, dann bist du von vielen sehr rational denkenden Wissenschaftlern umgeben. Redest du mit denen über deinen Glauben? Ja, das mache ich hier und da natürlich. Und ich argumentiere meistens so, also es gibt so zwei verschiedene Aspekte. Also, das eine ist, wie argumentiere ich wissenschaftlich mit meinem wissenschaftlichen Kollegen. Und da argumentiere ich wieder mit der Sinnfrage in gewissem Maß, also in beiden Fällen gewisses Maß mit der Sinnfrage. Und jetzt habe ich es. Hast denn du effektiv solche Gespräche, ja, wo du argumentierst, oder hast du Gespräche, wo du erzählst? Genau, also ich habe Gespräche, wo ich ein bisschen erzähle, aber meistens gibt es dann nicht viel Response. Also, weil die Leute, die haben, entweder werde ich einfach respektiert als Person, man respektiert sich halt, oder dann ist es ein gewisses Maß unangenehm, weil es eben wieder auf die Sinnfrage zurückgeht. Und wer will schon wirklich über den Sinn vom Leben denken? Also, ohne Gott ist es eben schwierig. Also es gibt sicher noch andere Leute, die den Sinn im Leben irgendetwas anderem sehen, aber einfach weil es rational keinen Sinn gibt und die Wissenschaft diese Sinnfrage nicht beantwortet, ist es dann eben auch ein gewisses Maß auch unangenehm. Also meistens reagieren sie gar nicht so mega fest darauf, wenn du etwas von deinem Alltagsglauben erzählst. Häufig tun sie nicht so reaktiv. Also meistens
versuche ich dann ein bisschen wissenschaftlich zu argumentieren und zu sagen, was sagen denn die physikalischen Grundgesetze aus über unser Leben? Und wenn ich das so nachdenke, heisst das, im Wesentlichen haben wir all die Gesetze wie mit dem Tassel, das runterfällt. Das heisst, alles kann man vorausbestimmen. Ausser gibt es noch die physikalischen Grundgesetze vom Zufall. Und die sind wieder, wenn man sich das auf die Atome zurück besinnt, die müssen sich nicht so verhalten. Also die dürfen sich anders verhalten. Die müssen nicht immer runterfallen, wenn man sie da rausheben würde. Die dürfen einmal raufgumpen. Also das heisst, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es zufälligerweise anders ist. Und das heisst, so als Beispiel, wenn man das jetzt für uns, wenn wir jetzt ein Atom wären, könnten wir durch die geschlossene Tür in die Tür hineinlaufen und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wieder rauskommen. Also probiert das nicht. Die Wahrscheinlichkeit als Mensch ist sehr, sehr klein, dass wir dann wieder rauskommen. Das wäre eine natürliche Selektion, wenn wir das Gleiche probieren. Genau. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber zum Beispiel braucht man das als Tunnelelektronenmikroskop. Also das ist ein Mikroskop, wo man sehr kann schauen, wo die Atome sind. Braucht man den Effekt, also die Elektronen können durch die Türen durchtunneln und das kann man messen und man braucht das. Also das ist nicht irgendein Irrgespinst. Es ist einfach, in unserer Vorstellung ist es ein bisschen irre, dass man einfach durch die Tür durchlaufen kann, ohne dass man sie aufmacht. Aber es passiert nur ganz selten. Elementar Level. Genau. Aber was das bedeutet nach einer ja. Genau. Aber was das bedeutet auf Voraussage, oder? Wieso sitze ich jetzt da? Oder? Also, ich sitze jetzt da, weil die physikalischen Gesetze, die existieren, im Wesentlichen voraussagen, dass ich dann da mal sitzen und das jetzt sagen, was ich jetzt sage. Plus der Zufall. Also, weil manchmal geht es durch die Tür und manchmal geht es halt eben nicht durch die Türen. Wenn ich jetzt das laufe, und jetzt in unserem Fall sehr, sehr, sehr selten, oder? Das heisst, ich bin nicht vorbestimmt, aber ich habe keinen eigenen Willen. Und das heisst schlussendlich ja nichts anderes, als was immer ich sage, ist entweder vorbestimmt oder der Zufall. Also die physikalischen Gesetze, wenn es nur das gibt und es nichts darüber ausgibt, dann ist alles im Prinzip definiert durch die physikalischen Gesetze und der Zufall. Genau. Ist und alles ich kann dann nicht entscheiden. Genau, ich kann nicht entscheiden. Ich entscheide schon in meinem Gedenken und so weiter, aber das ist alles nur Fake. Oder? Also, es ist, ja, also ich meine, biologisch gesehen ist das ja einfach, das sind einfach Neuronen, die dingseln und dann muss das Threshold erreichen und dann schiesst es und sonst nicht. Und es ist ja absolut logisch, dass das, wenn man es nur rein wissenschaftlich anschaut. Genau, also wenn ich nur rein wissenschaftlich das anschaue, dann ist das eine sehr traurige Welt. Also das kommt, und mit so einer Welt mit dem kann ich mich nicht anfreunden. Also ich weiß nicht, ob ihr das könntet oder nicht, aber also wenn es dann schon etwas mehr muss geben, dann eben Gott hat den Sinn vom Leben, also er gibt Sinn im Leben, während die Wissenschaft kann nicht und hat nicht und ist also eigentlich ein sehr trauriges Bild für uns als Menschen, als so wie wir uns... Und dann bist du lieber optimistisch? Genau, dann bin ich lieber optimistisch, genau. Also. Okay. Erklär mal an einem Wissenschaftler, wieso dass es sich lohnt, an Jesus zu glauben. Eben, das ist jetzt, also die eine Schiene wäre jetzt gewesen, was wir jetzt gerade miteinander geschwätzt haben. Aber natürlich sind Wissenschaftler auch Menschen. Okay. Also nicht nur, also die... Echt? Genau, so wie du und ich. Und dann ist es wie wenn ich mit irgendjemandem rede, oder? Also, dann erzähle ich von meiner Erfahrung mit ihm. Ja. Und natürlich ist, wie soll ich das sagen, sind sie empfänglicher in Notsituationen. Also ich meine, Jesus ist ja zu den Leuten gegangen, die in Not waren, die am Rand waren von der Welt. Und wenn jemand in Not ist, dann kann ich viel mehr erzählen, wie ich dann das handle, wenn ich in Not bin. Und ich kann herkommen und sagen, du, ich bete für dich. Möchtest du, dass ich für dich bete? Und dort, wie die Wissenschaftler sind genauso häufig in Not wie alle anderen Menschen auch. Also das ist dann die normale... Die brauchen alle Jesus auch. Die brauchen die alle Jesus auch, weil ich meine, das Leben ist nicht einfacher oder komplizierter. Oder? Ja. Okay. Was... Ja, vielleicht noch mal ein Punkt zum
wie reich rede ich dann mit den Wissenschaftlern. Also manchmal werde ich gefragt, ist alles gut? Und dann sage ich immer so, ja, erst wenn ich gestorben bin. Und so provokativ. Und dann, ja, dann das ist mindestens lässt die andere Seite innehalten, ja, oder? Ja. Wie meint er jetzt das? Und ich denke, da gibt es ja dann zwei Varianten, oder? Entweder, wenn ich gestorben bin, gibt es mich nicht mehr, ist einfach fertig und dann habe ich kein Problem mehr. Das ist die traurige Antwort. Und die andere Antwort ist, ich bin bei Jesus, ich bin bei Gott im Himmel und dort ist alles gut. Und dann, was ist die Reaktion? Und dann, ich meine, die Reaktion ist ja dann, dass die Idee ist, dass sie sich nachdenken, oder? Dass man sich nachdenkt, was ist denn? Also bin ich dann zufrieden mit dem? Oder, aber das ist natürlich halt immer ein bisschen... Es ist eigentlich vor allem ein Gedankenanstoß. Es ist vor allem ein Gedankenanstoß, genau. Sollen dürfen über genau. Ich kann ja niemanden von Jesus überzeugen, das muss ja jeder selber wissen. Ja. Also Jesus will ja auch, oder Gott will ja auch nicht uns als Sklaven, oder? Er will eben eine Beziehung und dementsprechend... also auch du kannst Gott nicht beweisen? Nein, ich kann Gott nicht beweisen. Das wäre jetzt noch gäbig gewesen. Aber gib uns doch noch etwas in die Woche mit. Was sollen wir jetzt heimnehmen aus diesem Gespräch? Oder was wünschst du dir, dass wir heimnehmen? Ja, also zwei Sachen würde ich sagen zum Mitnehmen. Das eine ist, Zweifel sind nicht nur schlecht. Nehmt die ernst. Bringen die Gott, ja. Weil die sind Teil von einer Beziehung. Also wenn ich mit Gott unterwegs bin, muss ich ihnen auch Fragen stellen können, die unangenehm sind. Ja. Und der zweite Punkt ist, weil Gott ja die Beziehung möchte mit uns. Nehmt die mit. Nehmt die mit für die Woche, die kommt, weil er liebt euch. Come on. So gut. Danke vielmals für deine Worte, für deine analytischen Worte. Danke vielmals, bist du gekommen. Danke dir. Und so ist es doch. Gott möchte eine persönliche Beziehung haben mit uns. Und ich finde es, du hast es angedeutet, ich finde es mega schön, wenn du sagst, dass deine Arbeit, die Art und Weise, wie du kannst lernen, wie Gott die Welt gemacht hat, wie Gott die Welt geschaffen hat, dass wenn du etwas Neues herausfindest, dass dich das in einen Ehrfurchtsmoment hineinbringt, von «Boah, so gross ist Gott». Und ich finde es absolut genial, ich habe ja selber Biologie studiert und ich finde es absolut genial, ich habe es immer genial gefunden, wenn ich etwas Neues verstanden habe in meinem Studium, habe ich es immer mega spannend gefunden, habe es immer mega genial gefunden, weil ich dann gedacht habe, boah, so ist Gott. Gott hat so eine komplizierte Welt geschaffen, wo jetzt gerade zum Beispiel auf physikalischer Ebene, mindestens auf einem grossen Niveau, sich auf so eine einfache und smarte Art und Weise in Formeln und Mathematik zusammenfassen. Und jetzt für mich auf der Biologie-Ebene, wenn ich etwas Neues gelernt habe, wo so super komplexe Zusammenhänge sind, und ich habe mir gedacht, oh nein, das kann einfach nicht nur Zufall sein. Weil es ist so kompliziert, dass ich es nur knapp verstehe. Es muss einfach noch mehr dahinter sein, dass wie das ganze Zusammenspiel am Schluss funktioniert. Und für mich ist das immer wie ein bisschen Lobpreis gsi, wenn ich etwas Neues lernen über wie Gott die Welt gemacht hat. Für mich ist das immer Lobpreis gsi. Boah, Gott ist so gross. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, zusammen in den Lobpreis einsteigen. Ihr dürft dazu aufstehen. Wir dürfen jetzt nicht einen analytischen Lobpreis haben, sondern einen kreativen Lobpreis. Merci vielmals, dass ihr uns in den Lobpreis hineinleitet. Ich tue jetzt noch zusammen beten. Könnt ihr vielleicht dazu aufstehen, dann sind wir nachher auch gerade parat für den Lobpreis. Himmlischer Vater, danke vielmals, dass du die Welt logisch gemacht hast.
Danke vielmals, dass du die Welt so geschaffen hast, dass wir sie dürfen erkunden und erforschen, dass wir dürfen staunen und sehen. Und danke vielmals, bist du nicht ein kalter Gott, sondern bist du ein warmer Gott, der möchte Beziehung mit uns haben. Und das möchten wir jetzt machen heute Morgen. Wir möchten in Beziehung treten mit dir. Heiliger Geist, komm du jetzt und mach du unsere Herzen auf dass wir uns dir öffnen, auf dass wir dir begegnen können, auf dass wir dich erleben und dich mitnehmen in unsere Woche. Amen. Genial, dass wir so einen Gott haben. Urs, du hast gesagt, die Wissenschaft erklärt das Wie. Aber Gott erklärt das Warum. Wieso? Urs, vielleicht kannst du nicht beweisen, dass es Gott gibt. Ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht. Du kannst auch nicht. Und Gott sei Dank ist auch nicht unser Job. Wir sind nicht berufen, um zu beweisen, dass es Gott gibt, weil das ist sein Job. Er ist in unserer Mitte, um sich selber zu beweisen. Er ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden, damit wir ihm sehen, erleben, spüren, begegnen. Du hast gesagt, wieso gibt es Gott? Wieso gibt es Schöpfung? Der Sinn ist eine persönliche Beziehung. Lass mich dich etwas sagen. Gott will sich dir beweisen. Wenn du da bist und du noch nicht Gott so intim, persönlich begegnet hast, wenn du Gott noch nicht so kennengelernt hast, wie es Sinn macht, vielleicht bist du daheim und du hast das mit uns schauen und fragst dich, kann ich wirklich glauben an dem Gott, an dem Jesus? Weißt du was? Ich tue dich herausfordern, wenn du da bist oder daheim. Frag nach Beweis. Du darfst mit Zweifeln zu Gott gehen. Wir haben einen lebendigen Gott, der sich selber dir beweisen will. Und er macht das extra für dich. Extra für dich. Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen. Wenn du da bist und willst auch die Gebet beten, Gott näher kennenlernen, ich würde dich gerne jetzt einladen, mit mir zusammen beten und werde ich auch für dich beten und dich segnen. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann kannst du dir Gebet beten. Ich kenne dich nicht. Ich glaube dir nicht. Ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt. Ich habe Zweifel. Aber ich bin offen. Und ich komme mit diesen Zweifel, mit den Fragen, mit dem Unglauben zu dir. Wenn es dir wirklich gibt, tust du dich mir zeigen. Tust du dich offenbaren. Ich will dich erleben. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich sehen und spüren. Komm jetzt in meinem Leben. Bring Änderung, bring Sinn. Bring Freude, bring Frieden. Bring Glauben. Lass mich dich sehen. Wenn du da bist und hast die Beziehung, die Intimität nicht wirklich mit ihm, dann bete mit mir. Ich glaube dir, Jesus. Ich glaube, dass es dich gibt. Ich glaube Gott. Aber so persönlich habe ich dich nie begegnet. Oder nicht genug. Aber ich strebe mich nach. Ich habe Hunger und Durst nach mehr. Ich will dich kennenlernen. Danke, dass du da bist für mich. Danke, dass du mich begegnest. Ich bete, dass du meine Augen, meine Ohren, meine Gedanken, meine Herz öffnest. Damit ich dich in Visionen sehen, in Träumen sehen. Damit meine Ohren deine Stimme hören. Damit mein Herz dich spüren und näher kennenlernen. Und Vater, danke, dass du der wahre Gott bist. Gegenwärtig. Du bist auf die Erde. Du bist da. Du tust dich selber uns offenbaren. Heiliger Geist, ich lade dich und bitte dich, dass in dieser Woche du uns besonders begegnen. Ich sprich Gottes Herrlichkeit, Gegenwart, sein Segen in dieser Woche besonders, dass er dich trägt, dass er mit dir kommt, dass du darfst in dieser Woche ihn persönlich kennenlernen. Dass du darfst sagen, wow, das ist wahr. Die Gott gibt, er ist echt. Er ist Wahrheit. Ich segne dich mit seiner Weisheit, mit dem Heiligen Geist, dass er mit dir kommt, dass er mit dir bleibt.